Hallo, herzlich willkommen zurück, Episode 2 Frostpunk Let's Play Duty. Ja, Einführung zum Wärmesystem habe ich euch in der letzten Episode gegeben. Das war zumindest die Theorie, die Praxis sehen wir dann, wenn der erste Temperatursturz kommt. Es ist zurzeit Nacht, bald Mitternacht. Die Jäger jagen, der Rest, ja, was machen die denn da? Die sollen noch schlafen, sich erholen, damit sie morgen wieder fleißig sind. Okay. Sie hatten Hunger. Ist okay. Ja, was sehen wir hier? Der erste Kranke ist aufgetaucht. Die Emily Bradham. Die sammelt Holzkisten. Ja, leichte Erkrankung, nicht so schlimm. Der zweite ist gerade zugekommen. Da wird sich noch ein, zwei mehr hinzustoßen. Entsprechend, ja, planen wir gleich den nächsten Tag. Prio 1. Sanitätsstation. Eine Sanitätsstation hat 5 Betten, kann 5 Leute behandeln. Ist nicht wahnsinnig viel. Kann man dann noch besser Gebäudeerforschung. Nahrungsmittel, Prio 2. Warum? Eine Jagdhütte, sieht man hier im Text, die kann 15 Rohnahrungen pro Tag bzw. pro Nacht sammeln. Eine Rohnahrung entspricht oder wird gekocht in 2 Essrationen. Das heißt, eine Hütte ist auf momentanen Forschungsstand für 50 Rationen. Wir haben aber 80 Einwohner, reicht hinten und vorne nicht. 2 werden dann bei 60, aber mit der ersten Forschung kriege ich die dann auf 80 rauf. Entsprechend, ich brauche eine zweite Hütte. Ist auch ein Fehler, den ich oft im Let's Play gesehen habe, dass das nicht richtig gerechnet wurde oder nicht richtig angeschaut. Und dann ziemlich schnell Hunger. Hunger führt zu Kranken und dann endet es in 15.000 Sanitätsstationen. Geht natürlich nicht. Man kann nicht einfach hungernde Leute durch Sanitätsstationen behandeln. Ja, kann man schon, aber ist sinnlos. Lieber die Ursache bekämpfen. Sammelstelle schaue ich mal, ob ich das schon baue, möglicherweise. Was sicher auch noch ein Punkt ist, ist die Werkstatt, um zu forschen. Das schauen wir uns an, sobald ich mal die ersten 2 Prios abgearbeitet habe. Ja, Sammelstellen. 2, 3 Worte zusammenstellen. Ja, ich denke, das macht Sinn. Wo fange ich an? Also, wenn ich hier zum Beispiel einen Kohlehaufen habe, muss ich ja hier Leute zuteilen, 15 Stück. Wenn ich jetzt aber eine Sammelstelle baue, dann baut die das alles in diesem Bereich ab, also alles, was jetzt grün ist, wird von der Sammelstelle abgebaut. Die braucht nur 10 Arbeiter, ist natürlich so viel praktischer. Weniger Arbeiter, größerer Radius, weniger Micromanagement. Und eigentlich der größte Vorteil ist, dass sie eine Wärmestufe hat, eine Basisheizstufe. Das heißt, auch wenn dann der Kälteeinbruch kommt, kann ich dann trotzdem hier die Leute noch arbeiten lassen, weil sie dann noch sich ein bisschen im Hütchen aufwärmen können. Es ist so, dass die Haufen, die werden ziemlich schnell abgebaut. Also hier, schauen wir mal, ein unangetasteter Holzkisten hat 120 Holz. Hier sind noch 61 da, also in 2 Tagen sind die Dinge weg. Lohnt sich also jetzt nicht überall gleich Sammelstellen hinzupoppen. Man muss mal schauen, ich werde hier unten mal bauen, weil ich werde in diesem Bereich hier meine Industrie aufbauen. Man sollte die ein bisschen konzentriert machen und nicht überall verteilt. Weil, um die äußeren Bereiche zu heizen, dann, wenn es dann wirklich richtig kalt wird, gibt es noch spezielle Technologien. Und wenn ich das alles so verteilt habe, muss ich überall noch zusätzliche Heizöfen hinbauen. Das ist schlicht und einfach nicht effizient. So, ich teile hier mal wieder die Ingenieure rein, die können hier weiter kochen. Und der Tag hat noch nicht begonnen, das ist erst um 8. Ja, die 3 Punkte erkläre ich dann etwas später, wenn Zeit ist. Das ist ein... ne, Bauen, das muss ich nicht erklären. Und Forschung ist noch nicht da, aber das Gesetzbuch und die Wirtschaft. So, die Leute ziehen wieder los. 26, das heißt, ich habe jetzt genug Holz, um hier gleich die Sanitätsstation zu bauen. Die wird temporär hier gebaut, die kommt dann später weit hinaus, aber im Moment ist es heiztechnisch einfach vom Schlausten, das auch hier reinzupoppen. Und mehr Hütten brauche ich im Moment noch nicht. Ich werde auch vermeiden, neue Einwohner einzusammeln, bevor ich den zweiten Ring beheizen kann, weil ja, ich kann für die Einwohner einfach nicht schauen. Ist auch ein großer Fehler, den ich bei einigen Let's Plays gesehen habe, dass zu früh neue Bewohner gesucht oder in die Siedlung gebracht werden.
So, kurz Pause, das ist das Gesetzsymbol. Hier ist wieder ein Ratschlag, Arbeit benötigen, das wird jetzt hier, ja, nehmen die gleich als Anlass, das Gesetzbuch anzuschauen. Ich soll hier eine Lösung machen und mir wird hier empfohlen, die Kinderarbeit zu aktivieren. Grundsätzlich, ihr müsst nie irgendein Gesetz verabschieden, nur weil hier irgendein Pop-up kommt oder eine Meldung. Ich finde sogar, es ist meistens kontraproduktiv, wenn ihr das macht, denn nebst den Vorteilen gibt es auch immer Nachteile, wenn ihr ein Gesetz verabschiedet. Also jetzt hier in diesem Bereich die Kinderarbeit, sieht man hier unten, ja, sie können an ungefährlichen Arbeitsplätzen arbeiten, das sind Speisehäuser, Treibhäuser. Ich habe ein Speisehaus mit 5 Arbeiten. Also wenn ich jetzt hier Kinderarbeit mache mit dem Negativeffekt, dass die Hoffnung leicht sinkt und die Kinder sich verletzen können für 5 Arbeitsstellen, das ist es nicht wert. Es gibt hier noch Alternativgesetze. Das Kinderheim, das finde ich dann wiederum ziemlich ein gutes Gesetz. Werde ich jetzt aber noch nicht machen. Ich möchte noch kein Kinderheim bauen. Zudem dann später. Hat aber einen positiven Effekt auf die Hoffnung. Müssen wir vielleicht auch noch schnell anschauen, das Konzept. Ja, dann gibt es hier noch verschiedene andere Gesetze. Friedhof zur Leichenentsorgung. Wir haben noch keine Leichen, brauchen wir eh noch nicht. Radikale Behandlung brauche ich nicht, solange ich schaue, dass meine Leute gesund sind. Suppe, ich werde genügend Essen herbeischaffen können, wenn ich mich mit dem Konzept der Nahrungsbeschaffung auskenne. Das ist der Fall, werde ich nicht brauchen. Kampfarenen werde ich nur dann bauen, wenn es ein sehr hohes Maß an Unzufriedenheit gibt. Kann man eigentlich gut vermeiden. Ja, brauche ich im Moment auch nicht. Also ich sag mal, dieses ganze Gesetzesbuch hier werde ich lange Zeit nicht anfassen. Ganz einfach. Also lasst euch hier auch nicht stressen. Sieht man in vielen Let's Play, dass die Leute dann gleich kommen, oh, es wird ein Gesetz vorgeschlagen, dann machen sie einfach etwas, weil sie denken, sie müssen das machen. Ist nicht der Fall. Lasst es einfach bleiben. Es sei denn, ihr braucht es. So, die mache ich hier wieder raus, dann können Sie hier die Sanitätsstation mit aufbauen, damit es ein bisschen schneller geht. Die werde ich dann auch gleich hier runter verlegen, die sollen dann dort arbeiten als Ärzte. Ingenieure werden zu Ärzten. So, die werden bald mal abgebaut sein. Holz habe ich genügend, das heißt, ich baue jetzt hier kurz Pause meine zweite Jagdhütte. Jetzt seht ihr auch das Symbol, die Jagdhütte ist nicht an einer Straße. Jetzt muss ich mal schnell gucken, wo ich meine Straßen baue. Ich werde hier eine durchbauen. Für diesen Ring, dann kommt die Straße hier oben hin. Habe ich noch nicht genügend Holz. Jetzt schon. So, dann ist dort auch eine Straße und das Gebäude ist funktionstüchtig. Ach nee, ich sehe sie noch nicht. Ich könnte sie jetzt abziehen. Oder doch? Nee, ist okay. Ist egal, wenn sie noch nicht fertig ist bis zur Nachtschicht. Ich habe noch genügend Nahrungsreserven. Schön wäre es schon, aber wichtig ist natürlich die Sanitätsstation hier. Machen wir mal ein bisschen Tempo. Okay, Sanitätsstation fertig. Ich schmeiße gleich die Ingenieure rein. Entsprechend werden jetzt hier die Patienten einziehen. Das heißt, hier oben die Kranken, die nicht versorgt sind, die springen jetzt runter. Sobald sie da zugeordnet sind zur Sanitätsstation. Die werden jetzt versorgt. Hier sieht man auch immer so eine Angabe, wie lange es dauert, bis sie versorgt sind. Hier gibt es einen Bug, den habt ihr jetzt hier gesehen, es hat geschrieben gestanden,
etwa einen Tag, das ist zu Beginn so, also eine Genesung dauert jeweils 24 Stunden und danach wurde leider falsch übersetzt, das sollte Stunden heißen, nicht Tage, also es sind jetzt noch 23 Stunden. Das heißt, der erste Tag ist korrekt, aber danach, ja, merkt ihr selber, das ist ein Schreibfehler. Hier noch etwa ein Tag und das sollte jetzt dann auch gleich auf 23 Stunden runter. So, Schicht im Tunnel. Die Holzkisten hier wurden komplett abgebaut. Das ist perfekt. Das heißt, ich schiebe... Ach so, klar, das war natürlich... Ach, das ist fies. So, muss ich schnell umbauen, weil das waren noch 10 Ingenieure. Ingenieure können nicht in der Jagdhütte arbeiten, das sind nur Arbeiter. Entsprechend teile ich das jetzt hier schnell um. Machen wir hier die Ingenieure rein. So. Ist lustig, dass dieser Haufen abgebaut wurde. Und hier, okay, noch genau 1, ja. Das macht es schon aus. Kann ich auch gleich rausnehmen. Ja, Tag 2, Arbeitsschicht ist bereits vorbei. Was ich jetzt vergessen habe, stimmt, das ist ein kleiner Fehler, ist jetzt nicht obertragisch, aber doch immerhin. Ich hätte natürlich die Jäger hier zur Hütte rausnehmen sollen am Morgen, habe ich vergessen. Hätte ich noch ein zusätzliches Vorkommen abbauen können. Naja, wir werden trotzdem überleben. Also, Nahrung läuft. Das heißt, als nächstes kommt die Forschung. Und das plane ich jetzt auch kurz ein. Ich mache hier Pause. Die kommen auch in den 4. Ring. Jetzt schaue ich da mal schnell. Also wenn ich hier die Straße hier rausziehe, wo würden die hinkommen? Das würde so jetzt passen. Jetzt muss ich aber natürlich mir noch überlegen. Ah, doch, ich muss die Straße jetzt schon rausziehen, weil ich hier noch die Sammelstelle bauen möchte, damit ich dann... Doch, ich werde das nicht alles abbauen können bis zu diesem Zeitpunkt. Ich werde 2 Sammelstellen brauchen. Komme ich nicht drum herum. Deshalb, so, jetzt halt ein bisschen überlegen, wie man das am besten baut. Also ich habe hier Hütte, Hütte, Hütte bis hierhin. Und das passt dann schon um 1 nicht. Das heißt, ich werde hier die Straße hinbauen müssen. Hier oben ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das wird ohnehin nicht komplett aufgefüllt. Da fehlt 1. Der ist komplett, das überrascht mich. Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das so ist. Ach, ich baue den trotzdem hin, das ist doch egal. So. Und das wiederum bedeutet... Mache ich den so hin? Dann habe ich hier so ein Treppchen, ja, ja. Passt. Machen wir so. Vorteil, wenn man in der Pause die ganzen Bauaktionen macht, ist, dass ich das nachher wieder abreißen kann. Und das mache ich jetzt auch, weil ich brauche die Hütten ja noch nicht. Aber diesen hier. Und ich werde auch gleich die Sammelstelle bauen. Ne, ich lasse erstmal das hier fertig bauen.
Ist nur zu Beginn, also erschreckt jetzt nicht betreffend Häuserplanung, das ist wirklich jetzt nur gerade am Anfang dermaßen nervig, aber ein bisschen Planung muss sein, finde ich. Damit man den Platz hier einfach optimal ausnutzen kann, weil das ist natürlich die effizienteste über die Heizung vom Generator. Ja, Heizung ist noch immer ausgefallen, ich habe sie noch immer nicht aktiviert, das kennen wir schon, muss ich nicht mehr darauf eingehen. Okay, danach als nächstes die Sammelstelle. Doch, die baue ich hier. Dann habe ich genügend Platz für die ganze Industrie, das ist okay. Jedenfalls eine Straße dazu. Es ist halt ein bisschen zickzack, aber es geht anders nicht. Stahl ist ausgegangen. Kümmere ich mich morgen drum. Da werde ich dann mal das Micromanagement mit den Jägern machen und euch zeigen, habe ich jetzt halt ein bisschen verpeilt. Schade. Dann hätte ich schon ein bisschen mehr Stahl abbauen können. Man kann echt viel rausholen, wenn man das dann ein bisschen macht. Vor allem zu Beginn, klar, mit der Zeit hat man dann genug Einwohner, kann man sich das sparen. Aber nutzt alle Möglichkeiten, die ihr zu Beginn habt. Echt, je besser ihr den Start hinlegt, umso größer sind dann auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten, dass man hier durchhält. Was habe ich? 10 arbeitslose Ingenieure, 5 brauche ich für die Forschung. Passt. Und den Rest stecke ich dann hier in die Sammelhütte. Beziehungsweise eigentlich sollte ich erst die Orte abbauen, für die ich keine Sammelhütte brauche. Genau. Hier drüben werde ich dann auch noch sicher etwas bauen müssen. So, 2 Kranke kommen dazu. Wenn es jetzt noch reicht, also jetzt habe ich echt nicht mehr Platz. Wenn es jetzt noch mehr werden, komme ich nicht drum herum, noch eine zweite Sanitätsstation zu bauen. Das, ja, kann man leider nicht immer verhindern. Okay, ich mache mal Pause. Was ist jetzt neu? Also das Gesetzbuch habe ich gezeigt, Wirtschaft zeige ich dann einen ruhigen Moment. Als nächstes Forschung, logisch. Forschung unterteilt sich eigentlich in verschiedene Stufen von 0 bis 5. 0 ist bereits schon erforschbar, die anderen muss ich erst freischalten, indem ich dieselbe Stufe erforsche. Das geht dann aber über alle Technologiebereiche hinweg. Ich habe einmal Heizung, Erkundung, Industrie, Rohstoffe, Nahrung, Gesundheit, Unterkunft. Als wichtigstes, ich gehe dann auf die einzelnen Forschungen an, wenn es soweit ist. Zu Beginn sind die Heizkörper, weil jetzt ein Temperatursturz steht bevor und ich muss die Hütten, die draußen außerhalb des Generatorbereichs sind, muss ich beheizen können, sonst frieren die Leute dort und werden krank. Mit dem Heizkörper, kann ich die Temperatur der Arbeitsplätze um eine Stufe erhöhen, auf Kosten von Kohle. Ist aber wichtig hier draußen. Ich zeige euch das mal wieder. Das Skala vom letzten Mal kennt ihr ja schon. Das heißt, die Jagdhütten werden auf kühl fallen, wenn die 2 Stufen sinken. Ist okay, kühl ist okay. Ist nicht ideal, ist okay. Die Werkstatt ebenso. Ebenso okay. Speisehaus wird aber kalt. Muss ich beheizen, wenn ich kochen will. Und die Sammelstelle, jetzt gelb, wird ebenso kalt, muss ich ebenso beheizen, sonst ist es dort auch kühl und die Leute werden krank. Also für diese 2 Gebäude, wenn ich die betreiben will während der Kälteperiode, und die dauert doch immerhin 2 Tage, also will ich auf jeden Fall, brauche ich die Heizkörper, deshalb ist das jetzt mal die Prio 1. Wenn man mehrere Werkstätte baut, dann forscht man schneller. Im Moment sind wir bei 100%. Es steigert nicht wahnsinnig viel, ich glaube bis 170 oder 180 mit 5 maximalen. Oh, ich sehe gerade, ich habe zu viele Kranke. Schauen wir mal schnell.
Die dauern noch 14 bis 16 Tage. Das ist zu lange. So lange möchte ich die nicht warten lassen. Das heißt, es gibt jetzt halt doch eine zweite Sanitätsstation, muss es sein. Wenn sie unbehandelt sind, dann können sie schwer krank werden. Das ist dann nicht mehr lustig. Dann kommen dann die Amputationen und dann haben wir unproduktive Gesellschaftsmitglieder. Das können wir uns zurzeit einfach nicht leisten. Es sind natürlich auch immer wieder moralische Fragen, die hier mitspielen. Trage ich jetzt die unproduktiven Mitglieder mit? Das sind Kinder und schwerkranke Amputierte. Ist aus moralisch-ethischer Sicht natürlich absolut notwendig. Aus Überlebenssicht sind sie aber wirklich eine große Behinderung, weil sie essen, aber sie leisten nichts. Sie missbrauchen ein Dach über den Kopf, aber sie leisten nichts. Kann man sich in der Postapokalypse gar nicht mehr so wirklich leisten. Ja, ist leider so. Muss man auch ein bisschen hart sein zwischendurch. Aber nicht mehr heute, sondern in der nächsten Episode. Ja, ein paar neue Dinge haben wir kennengelernt. Ich hoffe, ich schaffe es endlich mal noch mit dem Wirtschaftsmini, euch das zu zeigen. Ja, und bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wieder rein. Tschüss.